Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, euer Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. Nach langer Zeit, wie versprochen, haben wir es doch noch geschafft. Wir starten mit der richtigen Special-Episode in das Jahr rein, das Formel 1 Bingo. Wir nennen es jetzt mal Unsafe Bingo. Außerdem mit dabei das Mal der Simi. Wir sind also zum ersten Mal nicht nur das zweite. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen bei der heutigen Episode. Welcome to the Unsafe Bingo! Ding, ding, ding. Bitte Audiospur einfügen, haben wir noch keine. Und somit herzlich willkommen zu einer ersten offiziellen Podcast-Episode von diesem Jahr. Die anderen beiden bis jetzt sind mehr so ein bisschen Breaking News gewesen. Ich meine, so grosse News haben wir müssen behandeln, anders geht es ja gar nicht. Aber ihr habt es schon gehört, es geht um ein Bingo. Mit dem haben wir eigentlich das Jahr starten. Und zwar ein kleines Prediction Bingo. Heisst, wir haben von 5 Leuten im Kasel, vom Simi, wo übrigens das mal noch dabei ist. Hallo Simi, kannst du mal heute sagen? Hallo zusammen. Also heute mal Spezial, wir sind das dritte. Wir haben aber noch 2 weitere Bingo-Teilnehmer, und zwar der Magic Card und der WeDope, alte gesessene Kasel-Fans, die schon immer und immer eigentlich... Alter, wie das tönt jetzt. Ja, ist halt so! Supporter sind Supporter. Es sind Supporter, genau. Es sind Mitfans. Und wir haben alle ein Bingo-Kärtchen bekommen. Jeder von uns hat 15 Predictions reingegeben. Und wenn jemand nicht weiss, wie Bingo funktioniert, das ist eine Karte 4x4. Und es gibt in dem Sinn Gewinnlinien, also gegen oben runter, horizontal, über vertikal und dann noch diagonal, einmal von links oben runter und von links unten runter. Gibt es also quasi wie bei 4 gewinnt. Und wenn man 4 Bingos hat, also 4 Predictions in einer Reihenfolge richtig hat jemand gewonnen. Jetzt, ich habe Anne gesagt, gebt mir ein paar Predictions, ein paar dürfen spicy sein, ein paar dürfen ein bisschen normal sein. Und basically das Ziel von diesem Podcast ist jetzt, die Predictions zusammen mal ein bisschen durchgehen. Der Kasel, der Simi, sowie auch der Magic und der WeDope, die zwar nicht dabei sind, haben ihre Bingo-Kärtchen noch nie gesehen. Und ich werde jetzt gerade im Discord bei der Live-Übertragung die schwarzen Balken mitnehmen. Und dementsprechend können Sie ein bisschen lesen, was da alles so drin steht. Und zwar, BAM! Das sind eure Bingo-Kärtchen. Zu den Bingo-Kärtchen, wie ihr euch das etwa vorstellen könnt, es hat bei jeder Bingo-Karte mindestens 3 Predictions von jemand anderem dabei. Also der Kasel hat 3 Predictions vom Magic Card, vom WeDope, vom Simi und von mir. Alle Karten oder alle Linien auf der Bingo-Karte sind winnable. Es hat nicht irgendwie 2-mal eine Champion-Prediction innerhalb von einer Gewinnlinie drin. Und jeder hat eine Karte, wo logischerweise, dass es aufgeht, mathematisch gesehen. Eine Karte, wo 4 Predictions von jemandem drin sind. Und ich habe es gerade so gemacht, dass die Karte, die 4 Predictions von sich selber drin hat, ist auch die eigene Karte. Somit, wenn jemand extra viele fiese Sachen geschrieben hat, das habe ich extra im Vorab nicht gesagt, hat er sich eigentlich selber ein bisschen bümselt damit. Es haben sich schlussendlich sehr viele spannende Sachen ergeben. Sehr viele Win-Predictions, sehr viele Title-Predictions, aber eben auch so ein paar spezielle Sachen. Und ich habe mir jetzt überlegt, wir gehen jetzt mal einfach die einzelnen Karten durch und wir starten auch schon beim Kasel mit seiner Karte. Jetzt vielleicht gerade mal, bevor wir alles ablesen, hast du auf den ersten Blick schon eine gesehen, irgendeine Prediction, wo du sagst, holy fuck, da muss ich jetzt etwas dazu sagen? Comeback der Klimakleber, ey, der ist schon ein bisschen bodenlos. Simi, bitte erklären. Also ich würde mal sagen, es ist nicht ausschließen, dass sie wieder kommen. Jetzt haben sie ein Jahr Pause gemacht, oder? Ja, gut, das ist möglich. Das war der erste, wo mir angestochen ist, muss ich ehrlich sagen. Aber so ein paar sind wirklich Creme für ja. die Predictions. Also was ich noch dazu sagen zu dem Ganzen, wir machen jetzt noch einen Instagram-Account vom Unsafe Release oder für den Unsafe Release. Dort tun wir dann die Excel-Tabellen, die wir jetzt hier sehen, tun wir dann dort aufladen. Dann könnt ihr das nachschauen, wie das alles aufgelistet ist. Und dann habt ihr vielleicht auch das visuelle Bild dazu, wie das der Schubs gerade vorher alles erklärt hat, so nebenbei erwähnt. Du hast das, glaube ich, nicht gesagt, oder? Ich habe es nicht mitbekommen, aber ich habe gemeint, du hast es nicht gesagt. Habe ich nicht gesagt.
Okay, gut. Aber dann wisst ihr das jetzt, dann ist es ein bisschen einfacher. Also jetzt soll ich da mal einfach alles ablesen, was da so steht. Ja, kannst du mal Schritt für Schritt Also, ich gehe von links nach rechts einfach so durch. Also, in der ersten Spalte habe ich den Hülkenberg holt das Podium. Das ist vom Magic Car gekommen. Boah, nein, glaube ich nicht. Also ziemlich nicht. Nicht mit Haas. Ich meine, Haas hat ja selber schon gesagt, sie werden schon mal schwache Saison starten. Tendenziell bringen sie noch etwa 2 Updates über das ganze Jahr rein verteilt. Von dem her, nein, dann sind die anderen da schon wieder um Längen weiter. Und dann, ja, nächstes Jahr wird dann ihr Jahr werden. Ich glaube, das passt am besten. Nein, das ist sehr, sehr unrealistisch. Magnussen verursacht einen Red Flag, das ist so wie Amen. Wie das Amen in der Kirche, würde ich jetzt mal so sagen. Also es gehört einfach ein bisschen dazu. Nein, ist sehr wahrscheinlich schon möglich. Aber ich glaube, das wird wahrscheinlich auch einer der ersten Punkte sein, die ich dann abhökeln könnte. Ich mir jetzt mal schwer an. Glaube ich so. Ja, ziemlich. Wahrscheinlich schon im Bahrain, wer weiß. Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es ein Regenbahrain, hast du gesehen? Ja. Wo wir 2 haben einen verregneten Test gehabt. Ja, brutal hat es geregnet dort. Abartig. Crazy. Was haben wir da noch? Comeback der Klimakleber, eben, ja. Frage. Da könnte man jetzt natürlich ein bisschen fragen, wo? Wahrscheinlich wieder England, weil dort haben sie es schon. Italien denke ich eher weniger. Deutschland gibt es ja kein Rennen, weil dort wäre es am ehesten auch möglich gewesen. Und sonst sind ja eigentlich alles so Länder, wo das eigentlich eher weniger der Fall ist, dass es mal passieren wird, oder? Oder bin ich falsch? Ja, jetzt können wir es zu Österreich führen, musst du schauen. Ah ja gut, Österreich, gell, stimmt. Österreich, Holland. Na gut, Holland. Gut, die werden von den Verstappen-Fans. Ja, genau. Das habe ich jetzt auch gerade Sie kommen gar nicht auf die Strecke. Ja, ich wollte gerade sagen, so die Verstappen-Fans sind sie schon voneinander. So gut. Verstappen holt den 4. WM-Titel. Ja, also ich muss ehrlich sagen, jetzt nachdem dass ich das Auto gesehen habe, also ich glaube, das Auto wird schon gut sein. Das Konzept wird schon wieder gut sein. Aber ich frage mich halt eben, wie gut wird es wirklich performen, weil ich habe ja gestern mit dem Simon gefahren und da haben wir es auch noch davon gehabt, eben ab Japan möchten sie ja da fix mit dem Konzept so fahren. Aber ich denke, die werden das Auto schon auch so gebaut haben, dass sie jederzeit wieder zurückspringen können, wenn es gar nicht funktionieren würde. Also ich bin gespannt auf den Testtag und auf den Saisonstart, wie Red Bull wird performen mit dem Konzept, das sie jetzt da fahren. Weil wenn sie wirklich das Konzept von Mercedes übernommen haben, das wäre krass. Und wenn sie es richtig herbekommen, wäre es noch schlimmer für Mercedes. Ja, ich glaube, also, wir kommen dann noch ein bisschen genauer auf die Autos zu in einem weiteren Podcast, aber ich habe es auch schon gesagt, ich glaube, es sieht einfach so ein bisschen aus wie ein guter Mix zwischen dem, was Mercedes versucht hat und nicht hingebracht hat. Und vielleicht funktioniert es so, wenn du das kombinierst mit dem Red Bull Auto zusammen. Ja, Red Bull war sicher in anderen Bereichen noch stark gewesen, und dort, wo halt Mercedes gelegt hat, ist generell so ein bisschen Stabilität gewesen. Hinten viel verloren und sie sind zu weit vorgehockt, und das sieht man ja jetzt im neuen Mercedes. Sie haben das jetzt deutlich wieder hintergebracht, dass man mehr das Gefühl hat für das Auto. Und ja, Red Bull hat jetzt mit dem weniger Probleme gehabt. Vielleicht funktioniert das ja, wenn sie das kombinieren. I don't know. Ist nicht die einzige Champion Prediction, die ich drin habe, weil ich auch tatsächlich, wo ist es bei wem? Irgendjemand hat von mir noch einen Hamilton, der 8-facher Champion. Da. Der Simi hat es bekommen. Ja, ich sehe, mein Bingo ist schon versaut. Hey, nein. Also das ist doch das wird das sein. Also eigentlich ist es ein Schreibfehler, eigentlich sollte ja 9. stehen, aber egal. Ja, ja, also ich glaube es im Fall, ja gut, wir werden ja nicht über die Autos reden, dann machen wir das sowieso nicht mehr einen separaten Podcast. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie faken vielleicht, dass sie plötzlich dann im Bahrain mit einem anderen Chassis wieder dort stehen. Das ist einfach ein bisschen, wenn die Curveball-Frauen das andere in die Richtung finden auf entwickeln oder so. Vielleicht. Oder es anschauen und Zeit verschwenden. Vielleicht, ja. Mal schauen. Ich bin gespannt. Dann haben wir da McLaren wird bei der Konstrukteurweltmeisterschaft 2. Das ist vom Weed abgekommen. Könnte ich mir gut vorstellen, weil wenn wir so den Aufwärtstrend von McLaren letztes Jahr angeschaut haben, sind sie wirklich sehr, sehr gut gewesen. Oder ist gut, wirklich gut vorgekommen. Ihr Auto ist das Jahr wirklich eine krasse Anlehnung schon an Red Bull von letztes Jahr. Ja, wieso nicht? Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, auch Ferrari wird ein gutes Jahr haben. Also es wird sicher spannend, aber ich sage mal, sicher im Bereich des Möglichen. Das Ganze, will ich so mal
so herschmeißen. F2-Fahrer zu Williams 2025 würde ich jetzt einfach so spontan einfach den Kimi Antonelli sagen. Was Mercedes, also er wird sicher raufkommen, denke ich. Wenn er ein gutes F2-Jahr hätte, ich könnte mir gut vorstellen, dass er so wie ein Tsunoda-Move macht und um ein Jahr dort drinnen fährt und nachher gerade in die Formel 1 kommt. Kann mir gut vorstellen. Nachher ein Lando Win. Boah. Ja, vielleicht. Du, irgendwann muss es Ja, eines muss passieren. Also, es ist schon seit etwa 2 Jahren überfällig. Spätestens nach Russland ist es überfällig. Seit Russland ist es überfällig, ja. Ja, das ist so, dort hat es echt vergamen gehabt. Ich muss da sagen, weißt du, nur schnell, Nick Heidfeld hat auch lang geheißen. Er wird jetzt einmal gewinnen und ist nie passiert. So von wegen. Weißt du es nie, gut. gell? Ja, Aber ich glaube, I believe, Alter. I believe. gut, ich glaube jetzt McLaren, wie sie kommen, wie sie auftreten und alles drum dran, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es möglich ist. Also ich glaube nicht, dass McLaren einen schlechten Saisonstart wird haben, ist weniger das Gefühl. Ich glaube, sie werden schon recht stark sein. Ob es jetzt gerade langt von Anfang an zum Win holen, so sei dahingestellt, aber ich denke, wenn man Red Bull ein bisschen das Ganze am Woche dann verbockt, wird wahrscheinlich McLaren, oder kann ich mir gut vorstellen, werden sie die zweite Kraft sein. Aber man weiß ja nicht. Ferrari gewinnt in Monza. Ist sogar von mir die Prediction. Wäre geil, würde ich richtig fühlen. Wenn der Leclerc da holen würde. Ich sage bewusst Leclerc, ich glaube, Sainz wird das richtig droppen dieses Jahr. Ich glaube nicht, dass sie ihn so schön werden behandeln. Sie müssen fast. Ich meine, sie können mir auch keine Informationen mehr geben für das neue Auto. Wie fest wollen sie mir noch vertrauen für die Entwicklung des neuen Autos? Ja. Also ich glaube schon, auch wenn, dass sie dann ganz klar sagen, Leclerc geht für einen Punkt. Ja. Wo sie das eigentlich nicht so machen. Also, Ja gut, letztes Jahr haben sie es zwar auch ein paar Mal gemacht, aber das Sainz hat es einfach nicht gemacht. Nein, also kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht möglich ist. Ich kann mir schon vorstellen, dass Ferrari wieder auf so schnellen Strecken oder wo halt ein bisschen Motorleistung gefragt ist, schon ein bisschen rum wird sein. Ja. Mal schauen. Ich bin echt gespannt, wie schnell das ihr Auto wird sein dieses Jahr. Das nächste ist, mindestens 3 Fahrer verlieren ihren Sitz. Alter, ist vom Simi gekommen. 3 Fahrer verlieren ihren Sitz. Ja. Ja, einen haben wir schon. Ja, Sainz, ja, stimmt. Ja, Ja, also, du bist gar nicht auf einem schlechten Kurs mit dem. ja jetzt also Sargent auch El Possible und, was du gestern noch angesprochen hast, Simi, vielleicht der Joe. Ja. Nachher Perez? könnte das sein, ja. Perez, ja. Magnussen. Ja, Der Hülkenberg vielleicht auch. Ja. Ja, hättest du fast noch mehr dafür schreiben, Simi. Ja. Ja, wer Oder hätte ja halbe können Grid. warten, dass es schon so vor der Saison losgeht, weißt du? Also, komplett haben sie eskaliert. Ja, Also vielleicht ja. auch die Predictions, die haben sich jetzt in der Verlauf der letzten 3-4 Wochen zusammengesammelt. Wenn wir noch so ein bisschen am Ideen sammeln sind, wie wir es machen und Zeit und ba. Also es sind ein paar Predictions, wir kommen nachher auch noch zu der einen oder anderen, die halt schon ein bisschen, ja, wie durch sind, so ein bisschen. Aber da kommen wir später noch dazu. Eskalation zwischen Pierre und dem Ocon, die ist von mir, das ist eigentlich auch ziemlich safe, dass das wird wahrscheinlich passieren. Ich glaube nicht, dass sich die zwei so, oder die verstehen sich ja nicht gut, die haben sich letztes Jahr schon, sind so ein bisschen aneinander gekommen, aber ich denke, es wird wahrscheinlich das ja schon echt mal eins übergehen. Würde ich gerne sehen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe so ein bisschen Franzosen-Beef unter. Ja, das wäre schon geil, das wäre wirklich geil. Nachher Andretti grünes Licht, dass er in die Formel 1 kommt. Jetzt ist es eben so, dass er ja eigentlich schon mal abgeschmettert wurde ist von der Formel 1 von 2 Wochen oder so. Oder 3 Wochen. Jetzt haben wir das gleich drin gelassen, weil man weiss ja nicht, rein theoretisch wäre es wieder möglich für 2028, dass er könnte kommen. Und ja, vielleicht kriegt er ja relativ früh ein Go über. Das heisst, ja, wäre möglich, dass er vielleicht das ja gleich noch Bestätigung bekommt, dass er mitfahren darf. Oder für ab 2028 darf mitfahren. Darum haben wir es jetzt mal drin gelassen. Ferrari im Titelfight, ja, glaube ich. Also das ist jetzt immer so eine unrealistische Prediction. Habe ich ganz ehrlich so den Simi im Herzen gehabt, als ich das geschrieben habe. Oh. Also ich würde es richtig geil finden, wirklich, wenn Red Bull, Ferrari, McLaren um einen Titel fighten. Eventuell noch Mercedes mit ihrer Kreuze, die sie da hergestellt haben, aber mal schauen. Also das wäre auch noch wirklich geil, wenn es so ein Triple Fight gibt um die WM. Das wäre wirklich geil. Dann nachher Haas wird verkauft. Die ist von mir gekommen, die Prediction.
Das Lustige ist, ich habe teilweise Prediction reingeschrieben, die ich selber nicht mal mehr weiss. Dass ich das reingeschrieben habe. Kann man vorstellen. Ja, könnte vielleicht sein. Weiss ich nicht. Vielleicht, wenn sie jetzt wirklich mega schlecht starten, was ja schon ein bisschen angekündigt wurde, und dass es sich bis etwa so Mitte der Saison reinzieht, dass es vielleicht gleich einfach heisst, hey, Gene verkauft das ganz Scheiß. Imagine kauft einfach dann nachher im Mazepin sein Vater. Das ist der Rennstoffer. Der Mazepin wieder. Da wäre eine wilde Prediction, Alter. Wow, das wäre Prediction. Mazepin back. Uralkali F1-Team, Alter. Alter, nein, das wäre dann in der Uralkali Cash Grab. Ja gut, die dürfen ja gar nicht sponsern, weil es ja eine russische Firma ist. Postfinos Twin Formel 1 Team. UF1-Team. UF1-Team. Ups, Schleichwerbung. So gut. Bottas, sein Vertrag wird nicht verlängert. Das ist vom Guido gekommen. Das glaube ich nicht. Das ist ein bisschen fiese, gell? Ja, das ist halt schwierig. Aber ich glaube es nicht, dass der Bottas nicht eine Vertragsverlängerung bekommt. Ich glaube, das Steak oder Kicker von Team. Sagen wir einfach sauber, bitte. Also sauber, die schätzen den Bottas schon. Und ich glaube es auch, wahrscheinlich wird schon auch Audi ein bisschen nachher mit dem noch zusammen arbeiten, glaube ich. Also ich glaube, für Audi wäre viel wert von der Erfahrung her und so. Ich würde sagen, mit dem Bottas kommt es einfach extrem darauf ab, was der Sainz macht. Ich glaube, er ist so der entscheidende Faktor, ob er seinen Sitz behalten kann oder nicht. Weil wenn du einen Sainz hast, brauchst du nicht zwingend noch einen Bottas. Dann kannst du ganz so gut mal schauen, wie der Pocher fährt und fährt ist der noch rein. I don't know. Ja. Aber er macht einen schlechten Job. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Ist eine schwierige Prediction, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sein Vertrag verlängert wird und nicht, dass er rausfliegt. Und sonst hätte ich auch schon mal wieder einen Punkt mehr mit Fahrern, die Sitz verlieren. True. Aber siehst, es gleicht sich aus. Alpine wechselt Team Principal, also wechselt der Teamchef. Wir haben jetzt einen neuen, das haben wir vorher eben besprochen, weil jetzt schon etwas passiert ist. Eigentlich hast du geschrieben, was war eigentlich ursprünglich? Ich glaube, das haben wir gar nicht geändert. Hast du nicht geändert? Das haben wir nicht geändert, ja. Das ist ja technisch gesehen immer noch möglich. Genau, ja du. Bruno Fama ist jetzt confirmed worden vor 2-3 Wochen. Genau. Ja, der ist an der Fahrzeugpräsentation bestätigt worden, ne? Ja, voll. Also letzte Woche. Ja, er noch. Oder diese Woche, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wenn Alpine vorgestellt hat. Nein, es war diese Woche am Dienstag. Ja, möglich. Gell? Ich meine, bei Alpine weiss man sowieso nie, wer so dort ein bisschen an der Macht ist. Das wechselt ja, weiss ich was, wie wahrscheinlich die Fahrer ihre Unterhose. Also das ist wirklich immer ein bisschen am Wechseln. Darum, ja, gut möglich. Also, denke im Bereich des Möglichen. Das Einzige, was mir vom Alpine Launch im Kopf geblieben ist, wie wenig Farbe sie auf dem Auto haben. Ja. Schwarze Bolide, wobei mit schwarz-pink sieht er eigentlich schon noch recht nice aus, muss ich ehrlich sagen. Aber eben, da sind ja Geschmäcker verschieden. Aber das schauen wir, wie gesagt, in einer anderen Episode an. Wir driften das dann wieder ab. Wie immer. Ja, wirklich. Piastri halt mehr Punkte als der Norris. Ja, das ist von mir gekommen. Scheiße. Selber schuld. Da hätte ich wirklich gehofft, dass der nicht bei mir landet. Ja, mal ist möglich. Mal hätte ich es ja nicht geschrieben. Ja, auf jeden Fall. Piastri ist eigentlich wirklich ein guter Fahrer. Das wäre krass, wenn er einfach gesagt den Norris ein bisschen reinwürgen dort und ihn ein bisschen voneinander nehmen. Darum, ja, möglich, aber ich nicht... sage genau, es ist wahrscheinlich schon nicht unrealistisch. Weil ich meine, gegen Ende Season... Am Anfang hat man schon gemerkt, dass ihm einfach so ein bisschen die Erfahrung fehlt und ein bisschen hinten nachhinkt, aber die Geschwindigkeit hat er schon von Anfang her gebracht. Im Qualifying war er schon immer 10 vielleicht hinter ihm gewesen, maximal. Gegen die Rennen, gegen Ende so, sind die Rennen nachher auch ein bisschen besser geworden. Also ich denke, unrealistisch ist es nicht. Wenn der Norris ein bisschen Pech hat, könnte es sicher passieren. Also gut, weißt du, also die Finishes, die sie hatten, sind sie eigentlich einmal näher beieinander gewesen. Also weißt du, von der Zeit her, also nicht weit weg gewesen dort. Ja, es ist also von dem her, ja, mal schauen. Also möglich. Aber das sind jetzt die Karten, die ich eben habe. Ja, dann schauen wir mal, wie viel Glück ich wird haben diese Saison, was ich da abhökeln kann oder was eben halt nicht, ob ich ein Bingo habe. Das kriege ich eigentlich immer, wenn ich ein Bingo habe. Das haben wir gar nicht gesagt. Das tun wir noch im Verlauf des Jahres entscheiden. Im Verlauf, wenn der Gabo sieht, dass er gewinnen ist, das macht er dann. Ja! Genau, dann kann ich sagen, ihr kauft mir alle Fans zur Nacht. Schaut der Brio bitte, merci vielmals.
Aber vielleicht noch gerade dort dazu, also ihr kommt jedes Mal, wenn mal etwas abgehakt ist, ein kleines Update über. Und zwar wirklich dann auch im Podcast. Also wir werden das wahrscheinlich ein bisschen regelmäßig in den Podcast reinhauen. Und wir werden sicher auch noch einmal, mindestens mit Simi, vielleicht noch mit jemand anderem zusammenhocken und einen kleinen Mid-Season-Talk darüber machen. Also von dem her, das Bingo wird eigentlich so das ganze Jahr über uns ein bisschen begleiten und uns ein bisschen zurückführen an Anfang, wie wir das Gefühl hatten, dass die Season echt würde laufen und dann ist es doch ganz anders. Ja, und sonst haben wir auch auf Instagram werden wir sicher auch dann ein Update bekommen, wenn irgendetwas passiert ist, wo wir doch abhökeln dann. Natürlich. So, okay, das war meine Karte gewesen. Dann wäre jetzt der Simi dran. Jetzt sind wir mal gespannt, was er da alles drauf hat. Ich habe da schon einige Punkte gesehen, die mir gar nicht gefallen haben. Also, das haben wir wieder eine tiefige Sache. Du. Also, gehen wir mal durch. Das ist ja das, was der Gabo vorher angedeutet hat. Hamilton 8 Times Champion. Glaube ich eher weniger, bin ich ehrlich. Das ist eine fiese Prediction. Also, das ist richtig wenn wir eigentlich ehrlich sind, ich schaue gerne die Seasons nach. Also, der Hamilton hätte schon das Potenzial für 10 Meisterschaften. Welche noch? Ich bin gerade 2010 am schauen, dort hat er mal wegen Pech echt viel verloren. Unter anderem bei Spanien dort in mal. China ins Käse raus? Nein, das war 07 gewesen. Das war 07 gewesen, das sind die Rookie-Season. Also er hätte ja 07 hätte er können gewinnen, hätte ja auch 10 können gewinnen, also es hätte noch viel mehr können sein. Damn. Stell dir vor. Uff, das wäre... Stell dir vor, in der Rookie-Season hätte er gewonnen, das wäre krass gewesen. Puh. Also eigentlich ein 10 Times Champion. Auf dem Fall einen schreiben. Also das Ding ist, die erste Gewinnlinie für dich ist glaube ich einfach maximal gefickt. Ich kann gar sehen, was die nächste ist. Bruder. Ja, ich komme mal durch. Kommt von Magic Card. Logan Sargent Podium. Ja, ich würde mal sagen, scheuches Nein. Aber hallo, sicher nicht. Logan for the win. Logan in Miami auf dem Podium, ich sehe es kommen. Fuck is a Pyramid? Weisst wie, Alter. Oh. Aber Hauptsache, der Sargent wird mich da immer noch weit verfolgen. Weil das Nächste ist dann gerade nebendran der Sargent mit dem meisten durchschnittlichen Schaden von der Saison. Also weißt du, wenn er nicht gut performt, hast du wenigstens so ein bisschen das Gegending, oder, dass er scheiße performt. Ich sehe schon, er hat nicht das meiste Durchschnitt und ist irgendwann mal 4. Einfach so genau zwischen ihnen. Ja, wahrscheinlich schon. Stell dir vor. Dafür ist die letzte einfach. Ja, die letzte, ja. Las Vegas und Miami mit noch mehr Show. Jetzt ist halt die Frage, wie definieren wir mehr Show? Weil es ist schon hure viel Show. Es ist noch schwierig, das so zu messen. Also ich würde sagen, solange sie nicht für ein weiteres, oder sobald sie nicht sagen, komm, jetzt machen wir ein bisschen mehr Rennen, hast du eigentlich schon mehr Show. Ich würde das jetzt so definieren. Okay, werden wir dann sehen, wenn der Miami drankommt, in 2 Monaten oder so. Gut, dann gehen wir jetzt eigentlich schon die 2 Ziele runter. Was haben wir da? Perez wird bei Red Bull durch den Daniel Ricciardo ersetzt. Ja. Die ist von mir gekommen, gell? Ja, die ist von dir gekommen, ja. Du bist aber nicht der Einzige, was gesagt hat. Ist noch schwierig zu sagen. Also, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass er im Laufe der Saison mal einfach für das Rennen reinhocken könnte, aber ich glaube nicht für 2025. Also weißt du, meine ursprüngliche Prediction ist immer noch die gewesen. Ich habe immer gesagt, der Perez wird bis Sommer sicher noch jemanden fahren bei Red Bull und nachher nicht mehr. Und da bin ich immer noch dabei, dass das so wird passieren. Darum habe ich dann nachher die Prediction reingenommen. Ich denke, so ab Sommer könnte es wechseln, dass der Danny nachher den Perez wieder setzen bei Red Bull. Es wäre natürlich schon mega geil. Also ich würde es fühlen, den Ricciardo noch ein bisschen neben Max fahren zu sehen. Weil ich glaube, er hat es immer noch irgendwo in sich. Das ist gewisse etwas. Ja, vor allem, ich glaube, es ist auch ein relativ dynamisches Duo. Es sind beide so ein bisschen ähnliche Fahrstile in dem Sinne. Ein Auto, das gerne auf der Nase ist und einfach reinbremsen wie blöd. Von dem her, ich glaube auch teamtechnisch würde es eigentlich funktionieren. Sie wollten den nie loswerden. Also für Red Bull, ich sage, es ist sicher nicht die schlechteste Entscheidung. Ja, sind wir mal gespannt. Dann kommt eine Prediction von mir. Du hast einfach geschrieben, Vettel Cam. Eigentlich die eigentliche Prediction ist, der Vettel ist an einem Rennwochenende und wird halt von der Kamera aufgefasst. Das war so die Prediction gewesen. Wow, das ist gut möglich, ja. So in Suzuka wieder mit seiner Basscorner dort.
Finde ich geil, weil die ist so ein bisschen, sie ist so ein bisschen kreativ. Es ist nicht so das standardmäßige, ja, der gewinnt, der kommt das Podium über. Wenn ich sie gelesen habe, habe ich sie gut gefunden. Aber ich habe sie halt, übersichtshalber habe ich sie ein bisschen gekürzt. Ich glaube, Vettel Cam ist on point. Wird safe passieren. Vielleicht fährt ja mit dem Roller noch irgendwo durch. Ja, genau. Was haben wir denn da noch? Steak hat jetzt eben sauber bis Mid-Season regelmäßig in den Punkten. Die kommt auch von dir, Kassel. Wow. Mutig. Meinst du, sind sie weiter hinten? Ja. Definitiv. Absolut. Ich glaube nicht dran. Ja, weißt du, ich also denke, so jetzt mit Drake, Casino Cash ist rum, weißt du, so, wenn der Dude 1,5 Millionen am Super Bowl kann wetten, kann er da sicher auch ein bisschen Geld reinbuttern in das Team, oder? Das ist schon lustig. Wir gehen all in bei jedem Rennen, dass es rote Flagge eine Runde Verschluss gibt. Wir gehen einfach nicht in die Box. Ich sehe es kommen. Gut. Der kommt eine von mir, die habe ich sogar echt für realistisch gehalten. Der Albon, dass er mal auf P3 im Qualifying fährt. Sehe ich ehrlich gesagt auch. Ja, möglich. Die haben so einen Upwards-Trend eigentlich gehabt die letzten paar Jahre und einfach so, ich habe das Gefühl, sie sind so ein bisschen die leislige Parabelritter. Oder ich weiß nicht, wie man das sagen. Aber sie kommen auch immer wieder besser ran und also wenn, dann logischerweise der Albon. Ja, ich finde, er hat einen riesen Sprung gemacht letzte Saison. Also definitiv. Ja, 100%. Ich meine, er ist jetzt ja auch gefragt von allen Teams. Gell? Also er ist in Diskussionen bei Ferrari gewesen, er ist in Diskussionen bei Red Bull, er ist in Diskussionen bei Mercedes, Aston Martin wollte er anscheinend auch haben. Also es ist so ein bisschen, überall hört man seinen Namen aufpoppen und ich glaube, er hat eine gute Zukunft vor sich. Was meint ihr? Glaubt ihr, er geht, oder er würde wieder zu Red Bull gehen? Weil das heisst jetzt wirklich, er hat ja eigentlich ein Angebot bekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er sich mir mal eben Max auch nicht. antut. Also, wir haben es ja gestern schon davon gehabt. Also, einerseits würde nicht, also ich denke, er wird nicht das Level herkommen von einem Verstappen. Und jetzt, ich glaube es einfach halt, also er wäre dumm, wenn er es machen würde, ganz ehrlich. Weil er ist ja dort so untergegangen eigentlich dann. Also die zweite Saison, die das erste halbe Jahr, war eigentlich gut gewesen. Und dann dort nach Spa oder auf Spa hat er gewechselt. Ja, auf Spa. In Spa gewesen, ja. Und dann nachher, nein, also ich glaube, es wäre ein bisschen blöd, wenn er es machen würde. Das Ding ist halt, bei Red Bull hat er schon 2-3 Wochenenden gehabt, wo er halt aufgefallen ist. Und er ist einfach über die ganze Zeit immer aufgefallen, dass er extrem gut mit dem Team schafft und dass er extrem gut auch Inputs gibt und ein gutes technisches Verständnis so vom Auto hat. Aber mein Ding ist so ein bisschen, ich weiss nicht, ob er überhaupt wechseln will. Ich glaube aber schon, dass er bei einem guten Angebot würde ich vielleicht zu Red Bull zurückgehen, solange Red Bull noch wirklich immer noch am Gewinnen ist, die Season. Was sie ziemlich sicher werden. Aber willst du wirklich Williams verlassen, wo einerseits so einen Upwards-Trend jetzt hat und andererseits dich zu 100% backt und dich als Teamleader haben? Der James Vowles liebt der Albon und wenn er zu irgendeinem anderen Team geht, ist er wieder der Nummer 2-Fahrer. Ist er wieder das Gütze hinten dran, oder? Wegen dem, ich weiß nicht, ob er überhaupt von Williams weggehen will, weil er ist Nummer 1 dort und wird das auch bleiben, fast egal, welcher Fahrer das kommt. Weil auch ein Kimi Antonelli, der als der neue Lewis Hamilton, Max Verstappen, Michael Schumacher irgendwie jetzt schon so halb gekrönt wird, auch wenn der schnell ist wie Sau, der wird 1-2 Jahre fahren und ist wieder weg. Das Team gehört immer noch im Albon schlussendlich. Verstehen Sie, wie ich meine? Also ich glaube fast, er zieht wirklich mit Williams durch. Oder ich würde es bevorzugen, wenn er das so macht, einfach für ihn selber. Ich glaube, das gibt das beste Licht auf ihn schlussendlich. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wo der Albon seine Prioritäten setzen will in seiner Zukunft. Will er ein Teamleader sein oder will er irgendwann doch noch um einen Titel kämpfen, was eigentlich jedes Ziel eines Fahrers ist. Er muss wieso abwarten, was Williams jetzt die nächsten 2 Jahre macht, bis 2026. Und dann müssen so den finale Move machen, wo er sagt, okay, ich stay oder ich riskiere es nochmal Top-Team. Hat etwas. Ich denke, ein grosser Einfluss wird sein, ist, wie viel investieren sie noch in ihre Facilities, in ihre Firmen, in ihre Industrie in dem Sinn. Ja. Wenn sie natürlich das upgraden, ja, würde ich schon sagen, macht es Sinn, dort zu bleiben. Gut, genug über Albon geredet, gehen wir weiter. Prediction schon wieder von mir, ein Leclerc-Win. Absolut, ja, definitiv. Ich bin ganz ehrlich mit dir, wo ich Twins verteilt habe, dass jeder mindestens einen hat, habe ich extra geschaut, dass du den bekommst.
Naja, Charles, der macht das schon, bin ich mir sicher. Ja, ich glaube im Fall. Gut, dann wieder vom Castle. Alonso holt den Win. Ja, schöne Reihe, muss ich sagen. Ja, die ist machbar, die Reihe. Nein, also, wenn ich schaue, was die hinterste ist, dann nein. Das ist wenig Vertrauen. zu dem komme ich dann gerade noch. Also definitiv nicht. Geil. Aber bis jetzt gut, weil das nächste wäre nämlich ein Ferrari Doppelsieg. Ich halte dich auch für eine mögliche Option in diesem Jahr. Und jetzt kommt eben das, was mich so ein bisschen da unsicher macht. Meine Prediction, ich finde eigentlich frech, dass sie bei mir gelandet ist, aber gut. Ich habe so gehofft, jemand anderes bekommt sie über. Ein Sauberpodium. Ja. Wow. Ich meine, das letzte Sauberpodium ist jetzt auch schon 13 Jahre, nein 12 Jahre her. Ja, true, aber weißt du, es ist ja schon machbar. Also technisch Ja! Chaosrennen. Das ist ja immer möglich, weißt du? Kann wirklich alles immer passieren. Ja, dann nachher Muss ja vielleicht nur so einen Restart geben, wie in Australien, und dass dann sauber das Ganze überlebt und ja. Ich meine, dort hätten wir ja fast ein Hulk-Podium gehabt. Ja. Also, Ja gut, Hülkenberg wäre auch in Hockenheim 19 fast ins Podium gefahren, ist dann Ja, nachher red nicht drüber, ich fahre von Grennen. die Wand reingefahren. Weißt du, das fällt mir gerade auf. Wir sind alle 3 dann dort gewesen. Gell, wir sind am gleichen Grand Prix gewesen. Oh, Ah. geiles Event gewesen. Ja, Mann. Das war verdammt lustig, weil ich genau ich bin im Motodrom reingehockt, alles gesehen. Ich bin ganz ehrlich, dank dem Rennen, das ist so der Endpunkt, wo ich muss sagen, jetzt hat mich Formel 1. Das hat mich so geflasht, Alter. Das war so geil gewesen. Ja, das ist wirklich Geil, so lustig. Rennen. Ja, bitte gerne geschehen. Hast du bis heute noch nicht Danke gesagt, dass ich die mitgenommen habe? Was? Bullshit! So ein Bullshit, Alter! Ah, verwünscht, Alter, so ein Undankbarer. Jetzt hat er die auf Danke, uns Simi, genommen. dass du mich mitgenommen hast. Bitte gerne geschehen, immer wieder gerne. Du weißt nicht, wie oft ich davon erzähle, Mann. Ich weiss, du hast gestrahlt, du hast das ganze Wochenende, schon wo wir dort reingekommen sind beim Kollegen. Du bist richtig gehypt. Ich schaue jetzt so gerade den Gang da ab und sehe dort meine unterschriebene Kappe von Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen. Und ich bin gerade am Strahlen. Nein, es ist schon nice gewesen. So, letzte Ziele dann noch. Was haben wir da noch? Das kommt vom Magic Card. Red Bull Doppel-DNF. Den habe ich ehrlich gesagt ein bisschen frech gefunden. Ist schon ein Weile her, aber hey, ich meine... Ist im 22 Jahren passiert. Sag das doch nicht. Ja, das ist ich glaube, zweimal in Bahrain in den letzten 5 Jahren, 6 Jahren sind sie glaub, mit dem Doppel-DNF gestartet, glaube im 18 und im 22. Also, Damn, ist das so oft? Das habe ich irgendwie gar nicht in Erinnerung. sie haben eigentlich Das einen richtig ist beschissenen Saisonstart gehabt. Ja. Ich glaube, es war im 18 gewesen sogar. Gut, jetzt habe ich eine Prediction, wo eigentlich schon mal gekommen ist. Haas wird verkauft werden. Ja, gut. Haben wir schon eigentlich darüber gehabt. Mindestens 8 Ausfälle in einem Rennen, das ist absolut möglich. Das sehe ich. Da muss nur so ein Regenchaosrennen auch wieder kommen. Und das Ja, sind zu viele Monaco alle. Regen ist schon el possible. Wenn alles drunter und drüber geht. Aber keine Ahnung, ich finde 8 DNF ist halt schon ist viel. Das ist schon viel, ja. You never know. You never know. Und das letzte, ein Russell und ein Hamilton Beef. Sehe ich irgendwo, ja. Kann ich mir vorstellen. Also ich würde sagen, es ist irgendwie fast wie unausweichlich at this point. Ja. Also ich glaube auch Russell und Hamilton verstehen sich eigentlich nicht, also auch jetzt im Moment nicht, oder schon immer nicht so wahnsinnig gut, aber sie tun auch immer noch so, als würden sie sich gut verstehen. Also es kommt immer so ein bisschen gefaked über, habe ich so manchmal das Gefühl. Ja. Also weißt du, jetzt bei einem Sainz und einem Leclerc merke ich schon, dass sie sich eigentlich gut verstehen. Oder dann sicher besser verstehen. Aber unter Teammates ist es halt immer schwierig. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, Russell Hamilton ist immer so ein bisschen, ja, aber immer noch besser als Russell und Bottas. Das wird schon lange geschehen. Stell dir vor, Alter. Ich sag's Is dir, he a fucking idiot or what? die hätten schon What the längstens fuck is he doing? Die hätten schon längstens ein Event müssen aufschalten mit dem Boxring zwischen Bottas und dem Russell, wenn die gleiche Team Oh yes. Ja, Vegas, Alter. Ja. Wird funktionieren.
Also ich würde sagen, von diesen beiden Bingo-Kärtchen, also das beim Simi hat doch die eine oder andere mehr spicy Prediction drin. Wegen dem hat er aber auch 2 Win-Predictions. Ja, weil alles ist möglich. Aber ja, ist halt immer schwierig zu sagen. Wir werden es sehen, ob überhaupt jemand etwas wird gewinnen. Ich habe selber ja auch noch ein Kärtchen. Wir gehen bei mir sicher auch noch schnell ein bisschen im Detail durch. Und ich habe da gerade als allererstes eine Prediction vom Simi. Ganz bescheiden, aber eben hure tricky, weil Prediction ist, Max gewinnt 5 Rennen. Das heisst also nicht mindestens oder nicht bis zu, sondern einfach 5. Also wenn er ein 60 gewinnt, habe ich die Prediction schon verloren. Ja, aber also 5 Rennen absolut machbar. Ich habe eher das Gefühl, dass die Prediction wird verhauen, weil eigentlich noch mehr machbar wäre. Mal schauen. Meine zweite Prediction ist ein Team, und das sind die geile Prediction, hat volle Punkte ausbieten bei einem Sprint. Das heisst, Sprintwochenende, Winner, Zweite und im Rennen Winner und Zweite und dann nachher zusätzlicherweise noch die Fastest Lap im Rennen. Und somit hast du nachher eigentlich die volle Punktzahl, die absolut möglich ist an einem Formel-1-Wochenende. Und ich bin so ein bisschen zurück überlegen, ich glaube, das haben wir noch gar nie gehabt, oder? Als ich es angeschaut habe, bin ich aber auch schon durchgegangen. Ich weiss, Red Bull ist nicht dran gewesen, letzte Saison, bei ein paar Mal. Echt Fastest Lap, wo noch weggenommen worden ist, etwas? Es ist auch manchmal so gesehen, dass sie erst dritt geworden sind im Sprint. Und meistens ist der Sprint halt auch erst so das McLaren-Rennen noch gesehen, wo die McLarens gekommen sind. Darum, ich glaube, ich kann mich irren, dass es vielleicht noch gar nicht passiert ist, aber ich bin mir sicher, letztes Jahr ist es sicher nicht passiert, darum hat es ein bisschen einen Spicy-Effekt. Es hat einen Spice drin, ja. Also die ersten 2 Predictions würde ich sagen relativ schwer, und wegen dem bin ich froh, ist nachher die dritte in dieser Gewinnlinie ein bisschen einfacher, und zwar Teammates Crash. Ich sehe einige Lineups auf dem Grid, wo meinen Augen zu Teammate Crashes könnten führen, wenn sie sich nicht beherrschen. Also von dem her, ich denke, das ist definitiv möglich. Da müssen wir vielleicht einfach noch schauen, wie wir das dann definieren. Ab wann ist es ein Crash? Ist ein Touch schon ein Crash? In meinen Augen ja. Sobald Teile fliegen, ja. Sobald Teile fliegen. Ja, das finde ich eine gute Definition. Sobald Teile fliegen. Das macht am meisten Sinn. Dann auf die nächste von dieser Gewinnlinie ist der Perez, hat seine letzte Red Bull Season. Nein, hat er nicht. Nein. Mal. Ich will nicht. Du musst es einfach akzeptieren. Du musst es einsehen. Ich bin einfach ein Träumer. Ja, Jüderim, du. Jüderim, du. Ich will nicht, dass es passiert, aber es wird wahrscheinlich schon so sein. Also, die einzige Ausnahme ist, dass er jetzt in die neue Season reinkommt und einfach immer konstant perfekt Zweiter ist. Und dann nicht irgendwie mit 20 Sekunden Abstand, sondern dass wirklich er tiptop hinter Max nachduckert, keine grosse Schnurren macht und einfach seine Dings gemacht. Und wenn der Max mal verkackt, dass er seine Wins holt, aber das wird nicht passieren. Wir können den Perez, er wird seine Schwankungen haben, ich denke, da kommt nicht viel noch dazu. Dann die nächste Prediction ist eine, die wir tatsächlich ein bisschen anpassen haben müssen, weil zuerst war sie vom Castle, sie ist Albon bekommt einen Vertrag bei Ferrari für 2025. Das ist logischerweise unmöglich, weil Leclerc hat den Contract Renewal bekommen und jetzt, wie wir ja wissen, Hamilton confirmed bei Ferrari. Also hat er sich ganz prompt geändert, ist fast noch netter. Alonso bekommt einen Vertrag bei Mercedes. Geil. Also, ich weiß nicht. Es gibt ja viele Diskussionen rundherum. Es ist sicher irgendeine schlechte Idee, aber ich weiß nicht. Ich kann mich irgendwie einfach nicht damit anfreunden, dass Alonso bei Mercedes irgendwie tönt das einfach nicht richtig für mich. Ich meine, Mercedes, klar, die brauchen einen guten Fahrer für die Zwischenzeit und Mentor für einen Russell ist sicher auch keine schlechte Idee. Aber einen Alonso ins Boot holen, so ein bisschen ein Erzrival von Hamilton. Klar, Hamilton ist nicht mehr bei dem Team, aber irgendwie hat das einfach so einen bitteren Nachgeschmack. Also ich sehe es nicht so, bin ich ganz ehrlich. Ja, wir schauen mal, was passiert. Eben, sag niemals nie. Ich meine, man hätte vor 4 Wochen auch nicht gesagt, dass der Hamilton zu Ferrari wechselt.
Also von dem her, ich meine, es gibt ja ein Bild auf Social Media, das ein bisschen umgeht, wo der Toto sich mit dem Flavio getroffen hat, also dem Manager vom Alonso. Vielleicht sind sie da schon ein bisschen etwas am Dealen gewesen. Weil weißt du, der Alonso macht nicht mehr lang, weißt du? Und ich kann mir vielleicht gut vorstellen, dass vielleicht er einfach noch ein Jahr zu Mercedes geht oder vielleicht 2 und dann hört er auf. Es wäre für Mercedes eigentlich perfekt. Einfach ein Fahrer, der noch 1-2 Jahre dort ist, während der Antonelli sich entwickelt und dann holst du den Antonelli rein und dann ist der Russell seine Zeit vorbei. Ja. Ja, es wäre taktisch gesehen, wäre sicher keine schlechte Idee, aber der Cape wird teuer sein, weißt du? Das ist kein günstiger Fahrer. Meinst du? Ich glaube, er wird wahrscheinlich für relativ wenig Geld fahren, weil er will einfach unbedingt noch gewinnen und muss eine Championship fighten. Er will den letzten Shot. Also Alonso will noch einen richtigen Shot auf den Titel haben. Absolut. Ja, aber da hat er doch mit Aston Martin auch. Ja. Einer von der grössten, ich glaube sogar die grösste Facility. Sie haben riesen viel Geld hinter ihnen. Ein junges, dynamisches Team, das komplett zusammengepfustert worden ist von Mercedes, Ferrari, Red Bull-Leuten, sehr viele Red Bull-Leute. Aber das ist eben das Problem. So. Das ist eben schon das Problem. Die Leute kommen von überall her und arbeiten. Mercedes gehen sie weg. Ja, aber weißt du, ich meine, wenn du zu Mercedes kannst gehen, wo meine Mercedes hat ja, muss mir nicht erzählen, wie viel Erfolg das die jetzt in den letzten paar Jahren. Und ich meine, da hast du ein Team und klar, es ist gut, dass du von allen anderen Teams kreative Köpfe reinbekommen hast, aber die müssen dann auch zusammen funktionieren, weißt du, was ich meine? Das ist halt dann auch noch schwierig. Absolut, ja. Ja, das stimmt darum schon, ja. Könnte es eben auch gut sein, dass wenn er zu einem Team geht, das recht etabliert ist, oder wie soll ich sagen, halt einfach so der Team Spirit halt hat, so wie es Red Bull hat zum Beispiel, dann könnte das vielleicht nicht mal so schlecht kommen. Aber eben, wir werden es sehen, schwierig zu sagen, was hergeht, aber es wäre geil, es wäre wirklich geil. Ja, ich glaube, die Silly Season, sie hat zwar jetzt schon angefangen, aber ich glaube, wir haben noch einige wirklich grosse Sachen, die kommen. Sehr viele Verträge laufen halt eben noch aus. Also unrealistisch ist es sicher nicht. Und ja, so viel wie sich jetzt gerade am Bewegen ist auf dem Grid, kann das sehr gut passieren. Die nächste Prediction kommt von mir selber und das ist ehrlich gesagt meine Lieblingsprediction, die ich gemacht habe. Ich habe die noch cool gefunden. Ein Young Driver mit der Bestzeit. Und zwar, was meine ich damit? Im Jahr müssen ja 2 oder 3 Young Driver fahren. 2 in den Tests. 2. Und ich sage einfach mit dieser Prediction, einer von diesen Young Driver, der in den Tests wird fahren wird, in einem Practice 1, 2 oder 3 die Bestzeit eigentlich fahren und zuoberst oben stehen. Das ist eigentlich die ganze Prediction. Ein bisschen weit hergeholt, aber ich finde das noch cool. Jetzt aber du sagst FP2 und FP3, ein Young Driver fährt ja nur in FP1. Ja, also ich kann ja gleich auch FP2 und FP3 fahren. Ja, aber also meistens fahren sie FP1 im Fall, nur das gesagt hat. Ja. Dann haben wir das haben wir gar nicht genau überlegt. Okay. Ja, ist gleich machbar. Ja, man sieht so. Eigentlich wollte ich nur darauf raus, sollst du aus einem Young Driver, sagen wir jetzt, Antonelli bekommt seinen Einsatz über und dann kann er ab das ganze Wochenende noch fahren, weil der Fahrer krank oder verletzt ist. Sollte das auch nicht in die Prediction dort mit rein? Eigentlich technisch gesehen, ja. Weil es ist ein Young Driver bekommt eine Bestzeit über. Also das könnte vom Quali sein, das könnte vom Rennen sein, das könnte... Ja, wegen dem habe ich es ein bisschen offen geschrieben, Prediction. Ja, genau, wegen dem. Nur wenn wir klarstellen, ja, oder? Ja. Genau, wegen Grauzonen da wieder, ich sage es. Ja, Grauzone ausgenutzt und somit gehen wir zu einer etwas einfacheren Prediction von WeDope. Ende Season wird eine rechte Silly Season geben. Die Frage ist jetzt, habe ich das schon verloren, weil er schreibt Ende Season. Das ist ja eigentlich schon passiert. Ich würde es jetzt mal noch nicht abhökeln, aber Silly Season ist eigentlich schon am Passieren. Du weißt ja nie, was passiert, ja. Genau. Kann ja sein, dass es sich vielleicht über das ganze Jahr reinzieht. Genau. Also ich würde jetzt generell sagen, wenn jetzt über den Rest des Jahres einfach rauskommt, ja, Sainz geht zu Mercedes und das war die ganze Silly Season gewesen, dann gibt das für mich keinen Punkt. Weil dann ist es nicht eine riesige Silly Season gewesen. Klar, das ist ein enormer Wechsel, aber es ist ja sonst nicht viel passiert eigentlich. Genau. Nachher wieder eine Prediction von mir selber. Das haben wir
auch schon mal... Ah nein, du hast einfach geschrieben, Piastri hat mehr Punkte. Aber ich habe geschrieben, Piastri gegen Norris Beef. Ja, ich habe das Gefühl, es wird klopfen das Jahr, weil der Norris will sich beweisen, aber der Piastri ist halt schon verdammt schnell. Und es wird vielleicht auch 10 oder andere Rennen geben, wo dann mal der Piastri würde bevorzugt werden. Und mich würde es wundern, wie der Norris reagiert, wenn jetzt im Title Fight vielleicht noch nicht entschieden ist, wer vorne ist. Aber es heisst mal, lass den Piastri führen. Weil diese Situation haben wir noch nicht so groß gehabt. Ich habe das Gefühl, das würde mir so ein bisschen stinken. Ja, nur schon das Beispiel, wo der Ricciardo ja beim McLaren war, wo der Ricciardo auch schon im Baku vor dem Norris klar geworden ist, hat er dort schon in Allüren gezeigt, dass es ihn richtig anschießt. Also der Norris, der wird auf 180 sein, wenn er da Teamorder machen muss oder er muss vorbeiwinken. Bin ich sicher. 100%. Ja. 100%. Nur in Monza hat er eigentlich gut reagiert, aber dort hat er auch gewusst, hey, es ist ein 1-2 auf der Linie, wenn wir Scheiße bauen. Das war genug erwachsen gewesen, aber ja, guter Punkt das mit Baku, das habe ich voll vergessen. Nachher die zweite unterste Linie, da habe ich wieder eine Prediction von Magic Card drin. Mehrere Red Flags in einem Rennen. Ja, würde so ein bisschen kongruent sein mit den mindestens 8 DNF, die ich mal prediktet habe. Es kann ja passieren. Also mehrere Red Flags haben wir auch schon gehabt. Die Frage ist, zählen wir denn dort so Sachen wie, wir haben in Monaco hat's ja einen Red Flag gegeben. Nachher hat man es nachher hat man es probiert und dann ist kein Red Flag mehr gekommen, gell? Weißt du, wenn das Red Flag zweimal wegen dem gleichen geholt ist, wegen dem Regen beispielsweise, würden wir gleich zählen, oder? Ja, definitiv. Das sind 2 rote Flaggen. Check. Nachher habe ich auch ganz einfache Alonso Win Prediction. Die Leute belieben hier in dieser Community, ich sehe es. Und der Castle beliebt auch sehr fest in Hamilton. Der holt sich nämlich 2 Wins, das ist schon die nächste Prediction. Wie zum Fick sollte Hamilton sich 2 Wins holen? Erklär mir das. Ja, wieso nicht? Hast du das Gefühl, das Auto ist genug gut für das? Du weißt es ja nicht. Der Frontwing sieht vielversprechend aus. Ja, der Frontwing sieht gut aus. Ja, aber nein, sorry, sonst ist es ja einfach wirklich, keine Ahnung, es ist ein ganz neues Konzept. Ja, Das du, noch nie gehabt. Viele grosse Leute sind weggegangen von Mercedes. Also ich sehe nicht so, dass das Weißt- Auto wird wesentlich schnell sein. das ist bei dir in deiner Bingo-Karte. Not my business, weißt du, was ich meine? Merci. Nein, du weißt, oder? Nächstes muss ich mir Ferrari-Sachen zutun. Dann. Ab nächstes bin ich Ferrari-Fan. Aber es wäre gleich schön. Was weißt du, stell mir so vor, ich könnte noch mit Mercedes ein paar Siege holen. 2 wäre cool und so. Championship wieder eh nicht holen, weil für das sind einfach andere Teams viel zu stark. Und ich glaube schon, dass Mercedes mit dem neuen Konzept einfach viel muss lernen. Aber 2 Siege noch in dem Team, wo er jetzt so viel Erfolg hat, wäre schon cool. So ein bisschen als Abschluss noch. Weißt du, wie ich meine? Also wäre ein bisschen bitter, wenn er sieglos das Team verlassen, glaube ich. Ja, ich finde auch, also es ist eigentlich schon zu lange her, seitdem er einen Win-Code hat. Und wenn er noch einen mit Mercedes holt, wäre es so ein bisschen gut. Ja, Saudi-Arabien 21 war der letzte Win. Ja, eben. Und das war ein kranker Win. Ja. Jetzt muss ich aber gleich schnell fragen, noch kurz. Ja, mach. Wir haben ja da überall, wir reden von Wins. Reden wir von Renn-Wins oder reden wir auch von Sprint-Wins? Oh ja. Ja, also ich würde schon Grand Prix Win Schon, sagen, gell? weil der hure Sprint, das ist dann einfach weder Hand noch Fuß, das ist einfach so showmäßig, mehr nicht. Okay. Ich würde Also, sagen, Würde ich sagen jetzt. ich würde auch sagen, richtige Wins. Wenn jetzt aber wir am Ende des Jahres sind und wir haben keinen Winner und eines von diesen Predictions würde theoretisch gesehen doch ein Bingo ergeben, würde man sagen, können wir ausnahmsweise sagen, ja, mal gut, das stimmt. Das wird nur passieren, wenn es beim Gabo eintrifft. Jo, ich sage das gleiche. Geil. Du musst gar nicht sagen, du hast 2 Wins drin bei dir, Simi. Du hast die höchste Wahrscheinlichkeit dafür. Du bist doch der Master, das ist dein Bingo, das du da aufgebaut hast. Ja. Okay, ist gut. Das eigene Bein geschossen. Ja, nächstes Mal mache ich einfach keine Bingo-Karte für mich. Schon gut, ich sehe es schon. Dann die nächste, das ist meine Lieblingsprediction im Allgemeinen, die gekommen ist. Kein Safety Car in Singapur. Hashtag Break the Streak. Simi, are you Ey, on ich habe so geile Predictions rausgehauen, Mann. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ich bin reingeguckt, habe mir die Zeit genommen, habe nachgeschaut, was ist so am Laufen. Ich dachte, Singapur, irgendwann muss die Streak einfach fertig sein. Und ist das Jahr kein Safety Car. Mark my words.
Break the streak. Das irgendwie... Ja, der Him, du. ja, ich beliebe noch The nicht. seven Thinking Steps, you know. Ja. Ja, genau. Was tust du, wenn du Beamer brichst? An dem Morgen bist du wahrscheinlich auch aufgestanden, hast den Kopf irgendwo angeschlagen. Nein, aber ohne Scheiß, also ich finde es halt wirklich eine geile Prediction. Es ist einfach hure schwierig. Also ich kann mir es nicht vorstellen, dass wir mal in Singapur ohne Safety Car sehen. Weil ich sehe es schon kommen. Wir sind im Rennen. Wir haben Runde 40. Die Autos sind riesig voneinander und es ist noch gar nichts passiert. Es war sau langweilig. Kein Crash, gar nichts. Es neigt sich dem Ende zu. Wir haben alle das Gefühl, ja, ich kann ein Bingo-Kreuzchen abhökeln. Und dann kommt irgend so ein scheiß Godzilla auf den Track und dann müssen wir gleich einen Safety Car machen. Godzilla. Ja, irgendwie so ein kleiner Scheissdreck. Aber ja, nicht schlecht. Nachher, ich werde ein bisschen gefickt. Ich habe wirklich auch nicht so das beste Bingo-Brett bekommen. Weil die nächste Prediction ist, der Logan holt sich ein Podium in einem Chaosrennen. Das ist von mir gekommen, oder? Ja, merci. Stell dir vor, er holt das Podium unter normalen Bedingungen. Kannst einfach nicht abhökeln. Ich kann es abhökeln. Ja, gell? Das ist aber noch schlimm. Dann kann er eins holen und dann muss es noch chaotisch sein. Nein, ja, also ich würde sagen, wenn er ein Podium holt, ist eigentlich schon klar, dass es ein Chaosrennen ist. Weil unter anderen Umständen kann ich mir das auch nicht vorstellen. Nachher, ja, das ist eine Prediction, die ich eigentlich gemacht habe, um jemand anderes zu ficken. Ich habe mich selber gefickt damit. Der Norris im Title Fight. Ja, sehe ich jetzt nicht so, dass es wird passieren, aber ich habe es jetzt drin. Dafür habe ich meine zweitletzte Prediction ganz einfach. Ist auch wieder von mir. Und zwar der Lance Stroll performt. Lance. Ich mache da noch in Klammern den Lance. Der Lanz. Schlecht. Ich habe jetzt noch das wieder rein in Klammern, dass der Lance wieder schlecht performt. Das kannst du schon abhökeln. Sally! Oh mein Gott, das habe ich jetzt gar nicht erwartet. Okay. Ja, musst schauen, Preseason macht er wirklich schon 3 Crashs, dann kann ich es dann wirklich schon. Ja, ich warte ja nur So, noch auf weißt, seine Meldung. wirklich so nach 2 Stunden im Season-Test und so, yep! Wartet jetzt Es noch. gibt ein Update. Da muss noch der Velo-Unfall kommen. Weißt du, muss jetzt noch die andere Hand brechen vom letzten Jahr. Ah ja. Boah, das war. Boah, nächstes Jahr wäre die Prediction wirklich geil. Bodenlos. Oh shit. Ganz gut. Dann die allerletzte, die ich hatte, ist so ein bisschen offen für Interpretation, ist vom WeDope. Alpine wird komplett zusammengehen. Die Frage ist natürlich, soll das heißen, Alpine muss verkauft werden oder heisst es einfach, man merkt so ein bisschen internen Krieg. Was ich ehrlich gesagt nicht gerade für unrealistisch halte. Die Frage ist natürlich, eigentlich haben wir das schon hinter uns, ob er noch einmal wird passieren. Weil letztes Jahr war ja doch ziemlich viel Drama um das Team herum. Ja, die Frage ist, ob das noch einmal wird der Fall sein. Die Frage ist halt einfach, eben, ja, es ist schon fraglich, was genau damit gemeint ist. Heisst das einfach nur, es wird verkauft, echt auch? Oder, ich meine, das Team kann ja, oder es wird Konkurs angehen oder so irgendetwas, wobei das kann man nicht vorstellen im Moment, weil einfach schon viel Geld rum ist auch. Ja, ich glaube, wahrscheinlich geht es schon tendenziell mehr darum, auch dass halt das Team, dass die Leute, wichtige Leute rausgehen und das Team wahrscheinlich verkauft wird. So. Ich glaube, das geht in die Richtung, nehme ich jetzt mal an. Denke so. Aber haben sie überhaupt noch wichtige Leute? Ja, nicht wirklich. Ja, Mod Sponsoren, die ganzen Sportler. Ja, das ist gerade das Einzige, ja. Jupp. Aber die buttern halt schon recht viel Geld rein. Ja, ich glaube, es geht schon tendenziell mehr darum, halt, dass es verkauft wird. Ja. Somit sind eigentlich unsere 3 Bingo-Kärtchen durch. Also ich bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Ich sehe von unseren 3 jetzt ehrlich gesagt, einfach mal im Kaselschini ist schon mal nicht schlecht von diesen Kärtchen. Ich habe, glaube ich, recht gute, ja. Also mögliche vor allem. Genau. Ausser der Andretti mit grünes Licht, oh, der ist so ein bisschen, der ist schwierig. Der ist halt Das ist wirklich. schwierig, ja. Und Bottas, ja, ist halt auch schwierig. Will ich nicht Ja, so mal, daran ja. glauben, aber man weiß es ja nicht. Und Haas halt, wo verkauft Und wird. Haas, ja. Haben wir selber eingebracht, den Scheiß. Ja, Ja, also der Simi und ich haben es definitiv, ich würde sagen, doch noch, also du hast schon ein paar schwierige drin, aber ich habe das Gefühl, wir haben zum Teil eben den Hamilton 8-Times-Champ. ja, der ist verdammt bitter, ey. Der ist bitter. Ich würde aber noch sagen, der 8 DNF ist
schwieriger. Ich weiß, ich habe gesagt, die Spalten ist noch am einfachsten mit der 8 DNF. Von oben gegen unten. Schon? Ich finde, der Rest ist recht bescheiden platziert im Fall. Das wird... Gut, eben Steak, also beziehungsweise sauber regelmäßig in den Punkten. Bis Mid-Season regelmäßig in den Punkten. Das heisst eigentlich, wenn sie im ersten Rennen schon vergamed haben, nicht die Punkte kommen, ist schon vorbei. Ja, naja, du kannst halt... Ich würde sagen, wenn sie in der ersten Hälfte sind, wie für Rennen? 12? Nein. Mal, es sind ja 24 Rennen das Jahr. Haben sie 12 aufgeteilt. Wenn sie in mindestens 6 davon haben, dann können sie jedem zweiten Rennen Punkte machen, ist für mich auch regelmäßig. Würde ich jetzt sagen. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn sie jedes dritte Rennen Punkte holen. Kann man noch interpretieren, da. Also, so ist es ja nicht. Da hätte ich genau schreiben, verdammt. Hätte jedes Rennen hätte ich schreiben. Dann wäre es sauer. Nein, die Easy kann nachher, musst du schauen. Ja, stell dir vor. Ja, also ich denke ganz ehrlich, beim Simi ist, ich finde die dann eher winnable. Leclerc win, Alonso holt den Win, Ferrari 1-2 und sauber das Podium. Das saubere Podium ist das einzige, was so ein bisschen wirklich grusig drin schießt. Aber ja, es sind mir denke ich 2 gute Gewinnlinien. Bei mir habe ich mir gar noch nicht so Gedanken gemacht. Ich glaube, ich habe keine, die so 100% einfach ist. Okay, ich bin gerade bei mir auch am schauen, aber bei mir wird es wahrscheinlich höchst... Also bei mir wird die realistische Linie wird bei mir... Nein, die oberste ist eben auch nicht so mit dem Hülkenberg. Ich glaube, die von oben rechts nach unten links ist glaube ich bei dir fast am besten. Die von nur von mir und von ihm drin haben. Nein, oben rechts nach unten links hast du die Diagonale. So. Ja, mit Haas, der verkauft, das ist das Schwierigste wahrscheinlich. Ja, also der da auch nicht gemacht hat, der sollte man klepfen. Ja, kannst im Computer danke sagen. Also ich habe wirklich... Ich komme vorbei und kleffe die Computer. Nein, ich habe einen Randomizer gebraucht und nachher einfach noch geschaut, dass eben gewisse Sachen aufgehen, alle mindestens 3 haben. Ja, ich sehe bei mir ehrlich gesagt schwarz. Ich bin gerade durchschauen. Also, nein, ich finde keine, die wirklich gut ist. Es hat ja aber noch 2 weitere Spieler. Die könnten theoretisch ein paar gute Linien haben. Und wir machen es jetzt aus Zeitgründen so, einfach ich tue mal generell einfach die ablesen, die wir hier haben. Und ihr könnt euch ein bisschen Gedanken machen und dann sagt ihr mal noch zu 2-3 Predictions ein bisschen etwas, wenn ihr noch ein bisschen euren Senf dazu wollt abgeben. Aber ich lasse mal einfach ein bisschen zackiger durch. Da haben wir eines Bingo-Kärtchen vom Magic Card. Fängt an mit einem Verleck-Russ-Podium. Also Verstappen, Leclerc, Russell auf einem Podium. Warte mal schnell, Simi, das hast du geschrieben. Hast du gemeint, der Verstappen gewinnt vor dem Leclerc Russell oder ist es so aufgestellt wie ein Podium auch? Es wäre mir sogar recht egal, einfach die 3 auf dem Podium stehen. Aha, okay. Okay, gut. Ich habe es zuerst schon gemeint, eine Reihenfolge. Da habe ich, als ich das gelesen habe, ehrlich gesagt, fast kurz gedacht, soll ich Hambot wer machen? Hambot wer? Einfach der Comeback auf Hambot wer. Aber das werden wir wahrscheinlich nie mehr sehen, denke ich. Sag mir das nie. Ja, ist wahr. Ich habe predicted Albon in der Top 10. Mit dem meine ich nicht in meinen Rennen, sondern insgesamt, dass er Ende Saison in der Top 10 drin ist. Realistisch, oder? Ja. Nachher haben wir den Perez gewinnt den Mexico GP. Das ist mein Wunschdenken, das sich durchgedrückt hat, bin ich ganz ehrlich. Du wechselst von realistisch direkt auf unrealistisch. Ja, leider. Sehr schön. Aber das ist einfach Wunschdenken. Ich will es sehen. Ich sage es, seitdem er bei Red Bull den Vertrag bekommen hat, dass es wird holen. Und es wäre unglaublich, das zu sehen, wenn das passieren würde. Die Stimmung, die es dort durchgeht. Aber gerade sehr passend dazu, nebendran geht direkt Ricciardo ersetzt Perez. Also Magic Card, deine erste Top-Gewinnlinie ist maximal gefickt. Nachher die zweite Linie, die letzte Season vom Stroll. Sehe ich, definitiv. Wäre schön, wird nicht sein. Magic Card hat predicted beide Haas in Q3. Wow, mutig. Aber möglich. Aber möglich. Dann auch wieder vom Castle, der Norris holt seinen ersten Win. Er belieft also doch irgendwie ein bisschen. Ja, ich habe nie etwas gegen den Norris gesagt, oder? Nein, noch nie.
Gar nie. Und da habe ich auch relativ eine spicy Prediction genommen, die ich aber nicht so unrealistisch gesehen. MoneyGram entzieht die Sponsorship von Haas. Weil, was hat Haas jetzt noch zu bieten, wo sie den Günther nicht mehr haben? Ja, das war so ein bisschen mein Hintergedanke. Der Weedup hat noch predicted weniger Regenrennen, das ist auf der nächsten Linie. Magic Card schießt sich definitiv nicht ins Bein mit Pendone. Warte mal schnell, mit weniger Regenrennen. Was ist das bezogen auf letztjährige Saison? Das ist schwierig zu sagen, auch wenn nicht da ist. Das ist schwierig, ja, wir müssen dann noch nachhaken. Oder ist es echt so gedacht, dass es von 24 Rennen hat es tendenziell weniger Regenrennen, dann ist es eigentlich realistisch. Ja. Also da kommt es darauf an, wie er das meint. Ich denke mal, er meint weniger als letztes Jahr. Und letztes Jahr hat es ja doch einige gehabt. Ich würde sagen, das ist vielleicht im Dings, im Magic Card seine goldige Linie, weil aber er hat auch noch den Max Verstappen als World Drivers Champion vom Simi ein Rennen, oder das habe ich richtig verstanden, ein Rennen mit einer Red Flag. Ja. Gut. Und ja. Mega einfach, ja. Ja, weißt du, musst du schauen, dass vielleicht etwas zu mir kommt, was so easy ist, aber nicht. Ja, schade. Hat es dich nicht bereicht. Und die letzte ist auch wieder vom Weedope. Yuki mehr Punkte als der Ricciardo. Also ich finde, das ist mit Abstand bis jetzt die einfachste Linie oder die machbarste. Aber du zweifelst am Yuki. Weil ich habe ja auch noch geschrieben, ich weiss nicht, wer das bekommen hat. Die letzte Season für den Yuki, die hat Weedope bekommen, dort gesehen ist gerade. Ja. Letzte Season für den Yuki. Ja, true. Aber ja, lassen wir mal so du hast vor allem zu viel schon in Ricciardo-Merch investiert. Das ist schon dein Problem. Alter, scheiße. Enchanté-Merch, Mann. Wir müssen wieder bestellen, wenn wieder etwas Neues rausdroppt, Mann. Dann auch wieder vom Weedope. Die Fahrer kommen an ihr Limit, weil es eine zu lange Season ist. Ja, ich habe das Gefühl, sind es letztes Jahr schon ein bisschen. Jetzt, wenn es 24 Rennen effektiv gibt, ja, kann gut sein. Und die Prediction finde ich hart. Also, da ist ein WM-Fight zwischen Verstappen, Leclerc, Norris und Hamilton. Weil Tobu hat das geschrieben. Erklär das mal, wer das echt geschrieben hat. Das ist es K, hä? Ja, weißt du nicht, oder? Wäre ja geil. Ich habe schon gesagt vorher, so ein Triple Fight oder eben so, wenn vielleicht eben noch das viertes Team oder sprich ein vierter Fahrer reinkommen mit WM-Fight, so, das wär richtig geil. Das wäre richtig geile Season. Ich meine, ich würde gerne zurückerinnern an die Saison 2012, wo irgendwie die ersten 6 Rennen oder 7 Rennen immer einen anderen Fahrer gewonnen hat. 7 Rennen? 7. Ja, das ist geil gewesen, Mann. Und so etwas wünsche ich mir einfach, wenn so etwas wieder passieren würde. Aber ich wäre schon happy, wenn es einen geilen WM-Fight zwischen Verstappen, Leclerc und Norris würde geben. Aber ich habe den Hamilton halt einfach nicht reingenommen, weil der Hamilton halt ist und weil ich bin. Ich bin kein Mercedes-Fan. Nein, du bist Hamilton-Fan. Ja, boah. Look, der einzige Fight, den wir wahrscheinlich für die Championship werden sehen, das ist zwischen Verstappen und dem Giampiero Lambiasi und das wird wahrscheinlich etwas sein. Weiter die letzte Linie von Magic Card, seine eigene Prediction, Petey Williams in den Punkten in einem Rennen, habe ich jetzt einfach so hinzugefügt. Weil er hat einfach geschrieben, Petey Williams in den Punkten. Ich glaube, das ist fast zu realistisch und habe wegen dem die Prediction selber anpassen noch in einem Rennen rein. Ich denke, er hat es auch so gemeint. Wenn nicht, werde ich. Und dann Simi mit Stroll hat die meisten DNFs. Simi, ich glaube, du beliebst auch nicht in den Stroll. Stroll Schmutz soll endlich rausgehen. Er hat lange genug rumgeguckt. Wer hat letztes Jahr die meisten DNFs gehabt? Das ist schon der Sargent wahrscheinlich, oder? Ja, kannst du schauen. Gute Frage. Ich schaue schnell. Kannst du mal weitermachen, ich schaue schnell nachher. Super. Dann nachher im Weedope sein Bingo-Kärtchen noch. Das finde ich ehrlich gesagt, da hat ein paar fiese Sachen drin. Max holt sich den 4. Titel, eigentlich der 3. Wer hat echt das geschrieben? Hey, wer lacht da? Ja, genau so. Dann von mir, das ist auch eine fiese Prediction. McLaren geht wieder ins Midfield. Boah, der ist besser. Der wäre hart, Mann. Der wäre hart, aber ich meine, es kann ja wirklich auch passieren. Who knows? Da würde sich der Lando gerade in den Arsch beißen, dass er verlängert hat. Ja, Mann.
Nachher geht er gleich zu Mercedes. Ausstiegsklausel. Ja, könnte sein. Weißt du nicht, ja. Wird Nachher sicher eine Klasse drin haben. Ja, fix. Ich war ganz nett zum Sergeant mit Season Driver Swap. Ich glaube, er übersteht die Season nicht. Und das ist eine ernsthaft gemeinte Prediction. Also da habe ich nicht irgendwie, gleich wie bei McLaren, habe ich nicht dran geglaubt, aber Sergeant mit Season Driver Swap, da glaube ich dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der die ganze Season fährt. Weil der Sergeant hat sicher auch die meisten DNFs, oder Simi? Kann ich jetzt gerade sagen, tatsächlich nicht. Er hat die zweitmeisten. Die meisten Perez. hatte Esteban Ocon, 7-mal. Was? 7-mal! Hä? Wie kann man am meisten Penalty sollen und dann nachher am meisten dienen? Das geht gar nicht mehr. Oh Mann, ey. Oh Gott, an der Kassel, das Meme, das du mir geschickt hast, mit den verschiedenen Formel 1 Teams, mit den Namen als Memes. Und da steht einfach Penalty. Ocon gets a Penalty. anstatt Alpine, Alter. Richtig gut. Penalpine. Ja. Nachher, letzte auf der Gewinnlinie, ist Mick-Ersatzfahrer-Einsatz bei Mercedes. Ja, Also das Gras, das du geraucht hast, das hätte ich auch gerne. Geil, wirklich. Also das ist ein bisschen... Was? Mikroersatzfahrer-Einsatz? Ja, ist ein Einsatz. Nicht, dass er übernimmt, einfach nur ein Rennen fährt. Ja. Das ist ja realistisch, weißt du nicht? Boah. Wenn jetzt irgendein Unfall passiert und Russell oder Hamilton muss ein Rennen ausfallen lassen, oder krank, ist ja mega realistisch. Ja, aber das haben wir jetzt gleich wieder letztes Jahr kein einziges Mal gehabt. Das Ja, ist du während weißt, Corona sag haben wir niemals das nie. gehabt. Corona-Comeback. Sag niemals nie. Okay, Corona-Comeback, ja, Hamilton ist auch abgelegen dort für 2 Rennen. ist okay, kann ja passieren. Ist ja mal. Oder ein Rennen, weiß gar nicht mehr. Das war nur eins. Das war eins gewesen. Eine einfachere Prediction vom Magic Card, die noch da reingekommen ist, ein Rennen wird verschoben wegen Regen. Boah, Ja. das ist hure schwierig. Das hat es schon ewig nicht mehr gegeben, so etwas. Also Stimmt, verschoben? nein, ich habe nicht recht gelesen. Ja, stimmt, es ist verschoben. Okay, nein, die ist heftig. Die Formel 1 verschiebt doch kein Rennen mehr, die werden gerade abgesagt. Ja, abgesehen, ja. Oder ersetzt. Oh, das wird eigentlich kann Wir nicht machen- passieren. wir machen- Also rein theoretisch ist es doch an Okay. Also es hat ja auch schon mal gegeben, dass es einfach am Montag stattgefunden hat. Das ist früher mal einmal passiert. Aber ich weiss eben nicht, ob mit der heutigen Logistik geht es ja eh nicht mehr. Wenn es vom ein Back-to-Back-Weekend wäre, würde es sowieso nicht gehen. Wenn es vielleicht irgendwie noch eine Woche Pause hätte, wäre es vielleicht schon möglich. Mhm. Also ich hätte jetzt eher gesagt, er hat vielleicht gemeint, der Rennstart wird verschoben, da würde ich sehen. Aber so Rennen verschieben, glaube ich nicht. Okay. Das ist heute Die nicht mehr wir so. einfach auch noch mit ihm abklären. Ja? Das ist noch ein bisschen open for discussion, würde ich sagen. Also Rennen verschoben, ich glaube, er meint schon wirklich verschieben das Rennen. Habe ich auch gemeint, ja. Aber Zeitlich könnte es schon sein, ja, dass es einfach später meint. ich muss mich da fragen. Spielt aber, glaube ich, bei dieser Gewinnreihe eh keine Rolle, weil die nächste Prediction ist die letzte Season für Yuki. Also du meinst mit dem, dass er nicht mehr bei Visa Cash Grab wie Bend Our Asses for Money Team ist? Oder meinst du, dass er gar nicht mehr in der Formel 1 fährt? Also wenn das, was ich meine, ist, dass ich nachher bei mir auch wieder einen Punkt bekomme mit mindestens 3 Fahrern verlieren ihren Sitz. Also dass er komplett also mit dem meine ich auch, dass er komplett aus der Formel 1 droppt. Ah, okay. Okay, aber in dem Fall müssen wir deklarieren, dass Simi, meinst du, weil ich verstehe, verliert seinen Sitz bei dem Team, nicht verliert Nein, also Formel 1 mein Grundgedanke ist wirklich ciao Formel 1, bye bye. Das war mein Grundgedanke. gewesen. Ah, du Arsch, das hast du jetzt extra gesagt. Nein. Das ist, Mach's mir doch nicht noch schwerer. Ja, ist schon keine Linie, wo ich etwas ziehen kann. Schau mal, das war mein Kerngedanke. Gewesen, aber ich würde es eben, wie wir es jetzt am Anfang mal angesprochen haben, sagen, wenn jetzt einfach 3 von ihrem aktuellen Team weggehen, dann kann man es abhökeln. Okay. Das ist auch so eine Open-Dings. Gut, Oh Mann, ey. nice. Aber nachher, WeDope. Also Schab ist nicht hier, aber da wollte ich da wirklich eine Erklärung dafür. Alpha Tauri wird Dritte in der Konstrukteursmeisterschaft. Hey, aber hab mal, plausibel. Ich meine, wenn die wirklich, ich meine, erstens einmal, sie arbeiten so jetzt nicht mit Red Bull zusammen. Und hast du ihr Video gesehen, wo sie ihre Videodreh gemacht haben? Also weißt du, sie haben ja immer jetzt 200 Kilometer, wo sie so Videotag haben, wo sie ihr Auto filmen.
Ja, voll. Sie haben nichts vom Auto gefilmt. Du siehst das Auto nie richtig genau, was es genau ist. Du hast nur eine Kameraperspektive, wo die Kamera auf der Nase oben ist. Das ist ganz fein vom Frontflügel. Der Rest ist einfach so, wo sie von außen her ein bisschen Zeug filmen. Also so weißt du, zwischen, wie sagt man, so zwischen den Absperrungen durchfilmen, wie das Auto durchfährt. Oder so schnell in den Hof reindeift und wieder rausfährt und so. Oder mit der Drohne hinten nachher fliegt. Wo du nichts vom Auto erkennst. Also die haben, ich gehe schwer davon aus, die haben Herd vom Red Bull kopiert. Würde mich nicht verwundern, wenn die plötzlich auch dort stehen ohne Sidepods im Fall, sage ich ganz ehrlich. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass die recht stark könnten sein dieses Jahr im Fall. Also, wenn ja, dann absolut der Five. Dann ist das die beste Prediction. Wenn die stattfindet, wirklich, dann Chapeau. Ich glaube, für die müssen wir extra Preisli oder so geben. Das ist sehr mutig. Aber schreib noch den richtigen Namen her. Alpha Tauri gibt es gar nicht mehr. Ich würde sagen, also, ich tue es noch anpassen. Visa Cash, Racing Bulls F1 Team. VKARB. Irgend so etwas. Car. Aber das so heisst doch das Auto, ne? Nein, Visa Cash App. Visa Cash App. Racing Bulls F1 Team. F-A-S-T. Meine Güte. Ach, die Kacke. Sieht das scheiße aus, ey. Oh mein Gott. VCARBF1T für alle die nicht auf Instagram drauf gehen. Alter. Aber weißt du, das ist der neue Steam-Key für Formel 1 oder was? Ja! Das ist DLC-Download. Gib's dir mal ein, schauen, was du runterladen kannst. Oh Gott, ja, Cash-App-Sponsoren für alle Autos drauf. Mein Gott, Alter. Vielleicht kriegst du einen Gutschein über im Visa Cash App, wenn du irgendwie $50 oder so drauf hast. Dann Stimmt, das sieht wirklich aus wie ein Gutscheincode, what the fuck. Gut, weg vom Gutscheincode-Team. Wir haben wieder eine Prediction von Meetup selber. Red Bull wird wieder dominieren. Wow, sehe ich. Die Frage ist natürlich, ab wann definieren wir dominieren? Ich würde sagen, was würde ich sagen? Also wenn mindestens 70% von allen Rennen von Red Bull gewonnen sind, ist das realistisch? Kannst du das jetzt schon definieren? Oder Mensch, ja, good point, dass es so ein bisschen free-flowing ist. Wenn es wirkt, als ob sie dominieren, dass sie wahrscheinlich dominieren. ja gut, weißt du, jemand dominiert ist ja eigentlich, wenn er alles gewinnt oder einfach unbrechbar ist eigentlich in dem Sinn. Das ist ja etwas, eine Dominanz eigentlich. Wobei, weil man sagt ja auch Mercedes-Dominanz, weil sie immer die Weltmeisterschaften geholt haben. Aber wenn du auf die einzelnen Rennen gehst, kann man ja auch sagen, ja, sie haben ja nicht jedes Rennen dominiert. Ja, true. Weißt du, was ich meine? Also für mich ist eine Dominanz ist eigentlich eine Siegesserie, die nicht unterbrochen wird. Also weiss eigentlich so, Red Bull wird So wie jedes Rennen letztes Jahr, gewinnen. Ja, dann, also, wenn wir es so sagen, dann ist Ja, für Red Spaß. Bull wieder, ja, für Spaß. Dann ist nochmal eine gleiche Season, dann werde ich wahrscheinlich abschalten und Rallye schauen. Nachher hat er auch noch geschrieben, kannst wieder vom Meetup, Mercedes wird weniger Punkte haben als Ferrari und Ferrari. Ferrari. Als Ferrari und Aston Martin. Ja, sehe ich, ganz ehrlich, Ja. sehe ich. Wirklich, ja. Nachher haben wir noch einen Alonso Pole vom Simi, ganz gemütlich. Und da ist wieder eine, die so ein bisschen zur Diskussion offen war. Ottmar Safnauer wird zu Haas kommen, weil dem, wo er Predictions gegeben hat, ist der neue Team Principal noch nicht bekannt gewesen. Es war genau in dieser Zwischenphase zwischen Tschüss, Günther Steiner, Hallo. Wie heisst der? Ja, Ayao. Ja, Ayao, ja, irgendwie so etwas, ja. Irgend so etwas. Ja. Gut, aber muss man auch immer noch sagen, ist möglich auch, weißt, vielleicht macht er so einen scheiß Job, dass der Gene sagt, Kollege, verpiss dich und der Ottmar wird das sicher gerne übernehmen. Was? Also so abwegig ist es nicht unbedingt. Tipptopp, der wäre tipptopp für das. Aber ja, wir lassen es mal so stehen, glaube ich. Ja. Yes. Nachher der Mercedes Doppelsieg. Der Simi believed. Ah, ist gut, dass der irgendwo anders gekommen ist. So habe ich im Böse einlegen.
Ist nicht bei dir. Also ich hätte mich gefreut, wenn es bei mir gewesen wäre. ja, das ist so, egal wie unrealistisch das ist, sobald jemand beliebt im Mercedes, dann hat er Freude. Aber er ist kein Mercedes-Fan. Ich bin kein Mercedes-Fan. Nein. Obwohl der Joe eventuell abfahrt, laut dem Simi, sagt er trotzdem, dass er Punkte in seinem Heimrennen holt. Wow, das wäre geil, ja. Das wäre geil, aber Marketing. Problematik. Alles Marketing. Sagst du. Das ist alles schon gescriptet. Es ist alles, ja genau, er wird gewinnen. Okay, nein, das nicht. Das ist der Grund, wieso dass er die letzten 3 Jahre nicht stattgefunden hat, gell? Militär hat sie nicht reinlassen, weil sie gesagt haben, Joe gewinnt nicht, oder? Sie müssen überall schon Minen platzieren, damit sie genau wissen, wo die Joe hinfahren, um zu gewinnen. Okay, das ist ein bisschen fies. Sagen wir Spikes zum Reifen schaden. Sagen wir Spikes zum Reifen, ja genau. Aber weißt du, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es daran scheitern wird, dass Sauber nicht so gut ist oder der Joe nicht so gut ist. Ich glaube, es scheitert eher daran, dass der chinesische Grand Prix wieder nicht stattfindet. Mama, das ja schon. Ich glaube schon. Das ja schon. Der ist ja, glaube ich, der 3. Grand Prix oder der 4. Grand Prix, irgendwie so etwas. Es ist ein Bahrain, da kommt ja Australien, Japan und da kommt er, glaube ich, schon. Das war immer so früh, so schon. China Ja, aber ich meine nicht. Und weißt du, ich meine, ein Absag wäre ja schon viel, also die wäre jetzt sicher schon draussen. Ja. Und ihre Corona-Regel, es war immer wegen Corona gewesen, und das ist ja jetzt eigentlich bei denen ja auch so überwiegend durch. Und es hat letztes Jahr hat es ja auch jetzt schon so ein bisschen Gerüchte gegeben, dass er eventuell nicht stattfinden wird, was wir jetzt gar nicht haben. Ich überkumpel mal die nächste Prediction, der Lewis Win, da beliebt noch jemand. Und geht direkt, weil das gut zusammenpasst, eben zu meiner letzten Prediction. Nicht jedes Rennen findet statt und mir war eben genau der China Grand Prix eigentlich im Hinterkopf gewesen. Aber auch generell so ein bisschen. Also 24 Rennen, da muss doch eins nicht stattfinden irgendwie. Ich glaube, das ist noch wirklich eintretbar. Höchstens Katar, weil es zu heiß ist. Da wäre noch so etwas. Stell dir vor. Aber es ist eigentlich eine gute Frage, welches Rennen könnte abgesagt werden. Also, jetzt könnte man gerade wieder kommen mit Imola, aber gibt es ein Neues? Ja, es ist neu. Nein, neu an sich gibt es das Jahr nicht. Es ist einfach China, wo halt wieder reingekommen ist. Ich bin gespannt, USA zum Beispiel. Das ist Miami, dort hat es ja auch noch geheißen, so dort letztes Jahr, glaube ich, ja so geheißen, ja, wenn es eben regnen, momentan ist es echt gefährlich. Weil das ist immer gerade so ein Sturm, vielleicht Miami, dass dort, wenn es dort schifft, sind die ja gerade unter Wasser. Ja, und ich glaube so Monsun, oder wie sagt man den Amis dort? Wie sagt man den, wo sie Amis haben, regelmäßig? Heißt es Taifun? Ich glaube, Taifun gibt es doch nur in Asien. Hurricanes. Hurricanes, genau! Das ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Aber das ist, die sind doch, glaube ich, immer so ein bisschen Anfangsjahr, habe ich gemeint. Ja, genau wegen der kalten Luft, die sich wieder mit der heißen Luft vermischt. Ja. Keine Ahnung. Ich bin kein Meteorologe. Ich merke es. Ja. Also ich sage, Miami ist möglich, dass abgesagt wird. China ist möglich, dass abgesagt wird. Katar finde ich eigentlich auch nicht so unrealistisch. Gut, Katar ist das Jahr später in der Saison, wo es eben nicht mehr so heiß sollte sein. Aber man weiß ja nicht. Saudi-Arabien. Ja, wenn wieder die Tankstelle anfängt zu verbrennen. Ja. Eigentlich alles im Middle East ist momentan ein bisschen kritisch. Ja. Und dann noch die allerletzte Prediction, wieder von Magic Card. Albon wechselt zu einem Top-Team. Ja, das hat ja schon ein bisschen in den Weg innen, eigentlich, kann man so sagen. Also eventuell. Ja. Das sehe ich auch sehr, sehr realistisch. Also, wenn man jetzt da noch die letzten beiden Bingo-Karten so ein bisschen vergleicht, ich glaube, der Magic Card hat wirklich gar nicht so eine schlechte verwünscht. 2-3 fiese drinnen, aber sonst, ja. Der Weedope finde ich fast ein bisschen die schwierigste jetzt, wenn man das so anschaut. Ich habe alle noch nicht genau angeschaut, aber ich glaube, die ist schon ziemlich schwierig. Ja, was sagt ihr zu dem Bingo? Meint ihr, sind ihr gut dabei? Könnt ihr etwas reissen damit? Gewinnchancen? Also ich sehe meine Gewinnchancen gerade gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Ich habe zwar zwischendurch schon wirklich auch gute, aber eben so die Reihenfolge ist einfach wirklich nicht rum, wo ich irgendwie etwas könnte davon rausziehen. Ich glaube, wirklich auch Magic Card hat so ziemlich die beste
Möglichkeit. Aber eben, wie gesagt, das ist auch die Formel 1. Manchmal passieren Sachen, die man wirklich nicht vorab sieht, sprich eben auch Hamilton, Ferrari. Darum, eigentlich sind wir ehrlich, alles, was so drauf steht, kann passieren. Das ist eben auch geil. Aber mal schauen. Sind wir mal gespannt. Simi, was sagst du? Ja, also ich sehe es aus, dass der Magic Card, glaube ich, die beste Chance hat. Vor allem es sind so einfache, simple Sachen, die zum Teil dabei und seine Reihenfolge passt gut. Ich sehe aus, die Chance bei mir. Kommt ganz darauf an, was es sauber macht. Das ist wichtig. Sauber Podiumpunkt haben. Also, wenn ihr gehört, sauber, reißt euch zusammen. Ladet uns endlich mal ein. Ja, wirklich. So, ich wollte abschließend noch, es ist ja absolut möglich, dass vielleicht wenig Sachen gehört werden oder dass viele Sachen gehört werden. Es ist auch möglich, dass Paare gleich viele Punkte haben, aber keiner effektiv in Bingo-Linie gewinnt. Und wegen dem gibt es noch einen kleinen Tiebreaker, da habe ich euch noch nicht davon erzählt. Machen wir ganz einfach. Ihr sagt mir jetzt, was denkt ihr, wie viele Kreuzchen insgesamt werdet ihr auf eurem eigenen Bingo können machen? Und der, der allenfalls bei einem Tiebreaker dann am nächsten dran ist an seiner eigenen Punktzahl, gewinnt dann effektiv das Bingo. Falls es kein Bingo gibt, das ist wirklich nur ein Tiebreaker. Also, was denkt ihr, wie viele Kreuzchen wird es bei euch in eurem Bingo-Kärtchen geben? Muss ich schon zusammenzählen. Simi sagt 7. Schon schauen da. Bei mir hat es aber schon sehr viele Möglichkeiten, wo ich sage, so, das wäre möglich. Sollst du noch ein bisschen anschauen? Ich sage 8. Ich sage 8, ja. 8. Und ich sage... ja... Ich sage 9. Bei mir. Ja, es ist... Sorry, 8. Ja, ist machbar. Ist aber halt wirklich auch nur so ein Tiebreaker, dass auch, wenn jemand ein Bingo hat, hat er logischerweise gewonnen. Wenn niemand ein Bingo hat, gehe ich auf das dann einfach. So. Gut, Magic Card, WeDope. Ich werde euch das sicher auch noch schnell schreiben auf Discord. Gebt mir auch noch eine kleine Prediction ab. Und denkt dran, wir werden, wie gesagt, jetzt einen Instagram-Channel dann noch eröffnen. Er ist schon online. Habe ich währenddessen, dass ich gelabert habe, habe ich ihn auch gemacht. Sehr schön. Sehr schön. Was dort genau für Content kommt, sei noch ein bisschen dahingestellt. Fürs Erste sicher mal so ein bisschen Updates zum Podcast, wenn die neuen Episoden rauskommen, Updates zum Bingo etc. Und ja, wir werden versuchen, dort ein bisschen eine neue Schiene damit aufzufahren. Und ja, wenn ihr also alles Neueste wollt wissen, über was bei uns so passiert, könnt ihr bitte ein Follow anlegen. Genau. Und ja, dann wäre es das gewesen, mit dieser heutigen Episode vom Unsafe Release mit dem Bingo, wo wir ja eigentlich schon wollen, von 2 Monaten starten. Zuerst mal danke vielmals, Simi, dass du mitgemacht hast, dass du dabei warst. Sind wir mal gespannt, wie das dann nachher alles rauskommt. Danke vielmals noch auch an Magic Card und WeDope auch noch für ihre Prediction. Und natürlich Gabo, danke dir, dass du das alles so schön zusammengestellt hast. Wie gesagt, ihr werdet das Ganze dann auf der Instagram-Seite bei uns, oder ja, werdet bei uns sehen, dann eben die Excel-Liste. Und ja, in der nächsten Episode soll es dann um die F1 Livery gehen und auch wahrscheinlich schon um Pre-Tests, weil wir wahrscheinlich zeitlich das nicht mehr schön zusammenbringen. Wir werden es sehen. Aber ja, bis dann wünschen wir euch schon mal ein schönes Tag. Merci vielmals, dass ihr bis dahin zugelassen habt und wir hören uns das nächste Mal wieder im Unsafe Release.